Vitalis, der Hengst aus dem Jahrgang 2007. Von Vivaldi, D-Day, Argus. In jungen Jahren ein Hauptvererber, weltweit begehrt. Spektakuläre Neuzugang für die Saison 2016. Der hochmoderne und bewegungsstarke Vitalis ist sowohl züchterisch als auch sportlich auf der Überholspur. Er war erster Reservesieger der NRW-Hauptkörung 2009, dominierte anlässlich seiner Hengstleistungsprüfung 2010 in Warendorf den Dressurindex und konnte bereits früh Siege und Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen für sich verbuchen. Unter anderem beim niederländischen Hengstchampionat und bei der Weltmeisterschaft der 5-jährigen Dressurpferde 2012. Im selben Jahr an Charlotte Jost in den USA verkauft, war er 2013 mit ihr bei der Weltmeisterschaft der 6-jährigen Dressurpferde platzierter Finalist. Kurz darauf dominierte er das US-Championat in seiner Altersklasse. Mit Rekordnoten von 10,0 und Trab 9,8 im Galopp gewann er deutlich vor der Konkurrenz. Mittlerweile ist er bis zur schweren Klasse gefördert und erfolgreich bis Intermediaire 1. 14 Söhne wurden bisher gekürt, darunter Veneno, der in Fechter 2014 mit 310.000 € bezahlt wurde. 2015 brachte erneut reiche Ernte. Vitalis, Champions und Preisrekordler sind sein Markenzeichen. Vitalis, hier präsentiert von Isabel Frese, ein Hengst, der die Hengstkollektion von Paul aufstockt dieses Jahr. Er hat schon sich ganz stark durchgesetzt in der Zucht, ist in Westfalen im Einsatz gewesen, hat schon gekürte Hengste und auch hohe Preisspitzen auf der Auktion erzielt. Wir sind ihm, glaube ich, sehr dankbar, dass er diesen Hengst aus Amerika zurückholen konnte. Denn ein Hengst mit einem solch guten Pedigree gehört natürlich wieder zurück in die deutsche Pferdezucht. Über Vivaldi ist er natürlich abgesichert, schon mal in einer total guten Trabarbeit. Weiterhin geht es auf D-Day zurück, der über Donnerschweh das immer wieder wichtige Donnerhalbblut im Pedigree führt. Der Hengst selber ist auch bis St. Georg gefördert worden. Dann kommt Argus, ein Hengst, der in Holland Dressur- und Springmäßig bis Grand Prix erfolgreich war. Und dahinter kommt noch ein ganz bekannter Vertreter, nämlich Aktion, der mit Jula Dalosch in seiner Zeit die Vierecke beherrscht hat, vor allem in den Küren konnte er durch sehr, sehr auffallende Piaffe-Passage-Arbeiten die ein oder andere Weltcup-Kür für sich gewinnen. Ja, aber zurück zu Vitalis, hier in sehr guter Schrittarbeit, vorgestellt von Isabel, geht es jetzt in die Trabarbeit. Er ist ein Hengst, der sich auch unheimlich schön geschmeidig durch den Körper bewegt mit einem Vorderbein, was, glaube ich, auch von unbegrenzter Schulterfreiheit ausgezeichnet ist. Victoria's Secret unter Bea Buchwald. Sie wurde Bundeschampioness der 4-jährigen Stuten und Wallache 2015.